Glaubst du wirklich, dass es so ist? Kriegt so aus der Schlange Eva im Paradies verleiht, so versiegt Mammon uns auch nur seine Seed zu tragen. Gott sagt zu Adam und Eva, hier ist der Gordon, der ist ganz für jünd da. Eet wat immer je wollen, so viel als je wollen und wann immer je wollen. Dat ist alle da. Ich hab alles versorgt, wat je neidig haben. Bloß, von dessen einen Baum darf je nicht eten. Aber, der Schlange streitet sich mit dem Mensch. Ich putz dort ein Bett ut. Glaub je, dat Gott wirklich dat Beste für jünd am Sein haft? Weil er wirklich, dat je dat alle haben? Wieso kann je von diesem einen Baum dann nicht auch eten? Dat ist kriegt, wat jünd noch fehlt, um Frau zu sein. Von da hier zo'n Wortwechsel sich so als dit. Denkst du, dat Gott für die wirklich dat Beste am Sein haft? Denkst du, dat Gott die wirklich dat geben will, wo er die so sehr verlangt? Glaubst du, dat Gott die dat Geld geben wird, um deine Firma zu vergrößern? Denkst du, dat Gott die wirklich dat Geld geben wird, um dat Grundstück zu kaufen, wat die fehlt? Glaubst du wirklich, dat Gott die dat Geld geben wird, dat du dir ein feines Auto kaufen kannst? Denkst du, dat Gott die wirklich dat Geld geben wird, um ein Haus zu bauen oder zu kaufen? En so ja dat. Nachdem dat Doris und ich Walter sein Missionszentrum gebaut haben, dachte ich immer noch so als dit. Gut, Gott geeft uns dat Geld für dat Missionszentrum, aber für mein Haus, wo ich mir Geld leihen motten. Ich vertraut Gott nicht ganz. Sicher wird er für sein Werk sorgen und dafür abkommen, dat für sein Dienst genug Geld da sein wird. Aber für mich wird er dort nicht versorgen. Dafür muss ich selbst abkommen. Ich muss dafür Geld leihen und dann will ich ein Haus bauen können. Oder so dachte ich. Wenn sich das Weg von den Angehörigen auch sinnvoll hielt, wird meine Seele doch krank. Und mein Misstrauen erwarte ich nicht einmal, dass Gott für mein Haus sorgen wird. Ich dachte nicht, dass Gott dafür interessiert sein oder sich dafür verantwortlich machen wird. Ich hantiere das bloß so, als ich das gelehrt habe. So deuten meine Eltern auch. Sie lieben Geld und kauften ein Haus. So ward wie abgetrocken. Dat is wo wir lehren Dinge zu tun. Dat wird der Weg von wat tun. Ich habe die Unterholung beholen, wat ich mit dem Architekt für das Missionszentrum had, über Geld liehen, um uns privates Haus zu bauen. Als wir vertalten, kämen mein Gedanken so als ein Blitz an meinen Sinn an. Victor, wenn Gott das Zentrum betonen kann, wo soll ich auch dein Haus? In dem Moment seh ich zu dem Architekt, weißt, wenn Gott das tun kann, was er hier tut, dann kann er mir auch ein Haus geben, ohne dass ich dafür Geld lieh. Noch eine andere Frage, was mir in dieser Zeit am Kampf am Sinn kam, wie dit. In wat, wenn Gott am Hort doch nicht mein Bastet am Sinn haft? Wat, wenn er mich kleinen Arm holen will? Du wie dat war, der Ole Last, wat die Schlange brucht, um Adam und Eva zu verleiden. Gott will jünd wat Goudet entholen. Hij will nicht, dass die so klug oder so gut auf sind, als hij. Aber hat Gott dort am Paradies nicht gut fair mit Adam und Eva? Sie hatten persönlichen, beständigen Kontakt mit Gott. Da wir keine sind zwischen Gott und ihr. Sie kannten keine Krankheit. Ihr fehlt nichts. Kriegt so aus bei Adam und Eva, haft Gott dort mit uns gut fair, mit mir und die und mit allem. Aber einmal können wir immer noch denken, dass die Schlange recht ist. Wir wohnen nicht auf einer Insel von Fried, wo jeder einer am alle andere bedacht ist, und alle immer wundern, wat für Goudet sie für den Nober daunen können, oder wat für ein Geschäft sie daunen können, um irgendwem wirklich recht zu machen. Nee, wir in der westlichen Welt finden uns selbst an ein System, wat von der Schlange regiert wird, Mammon. Das ökonomische System, wo wir binnen wohnen, schien für uns wahrheitlich und logisch zu sein, und wir seien keinen anderen Weg. In der Regierung ihr Versicherungsnaht mag das besonders schwierig, Gott mit zu haben. Wieso würde uns das dann empfehlen? Wieso soll ich Gott vertrauen, wenn der Regierung alles versorgt? Wir haben diese Weltansicht von Kindheit an erfahren, und so haben wir für Jahre an ein gedacht. Und sicher sei wie dort auch, wenn ich mir nicht Geld geliehen hat, würde ich immer noch Pacht holen. Oder wenn ich nicht Geld lieh, um meine Firma anzufangen, würde ich das keinmal machen. Es dort der Platz möglich, dass Gott einen anderen Plan für all das haft? Haft er ein anderes finanzielles System? Als jung dachte ich immer, dass wenn Gott auch für meine Seele verantwortlich wäre, wären die Banken aber da, um Geld zu haben und uns finanziell zu versorgen.
Leide Bank den Geschäftsplan fair en mag Verhandlungen. Durch zo'n denken liebe zo'n verholen als een kind und je dat schul ella, wat de Mutter sagt, dat ze bloß nur de Bank kunnen soll, wanneer meer Geld fehlt. Dat wie ein langer Weg, aber Schritt für Schritt moet Gott mich von dieser Denkweise los en heilt mein Hort. Dat passiert nicht über Nacht, dat wie ein Prozess, eine Entwicklung. Dat ist die gute Nachricht. En die noch bessere Nachricht ist, dat Gott dit für die auch tun will. Viele von uns glauben von Geburt an, dass die Bibel Wahrheit ist. Dat ist für uns nicht besonders schwer zu bestätigen, dass Gott sein Wort wahr ist, weins an uns denken. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass selber es meint und dass Gott es meint, sagt der Herr, der alles regiert. Haggai 2, Vers 8. Wenn wir nur unserem Grundglauben gehen, mocht wir sagen. Wenn die Bibel das sagt, dann muss das Wahrheit sein. Goldene Gassen in das himmlische Jerusalem. Aber was hat dort mit mir, mit mein alltägliches Leben und mit mein Geschäft zu tun? Was bedeutet das für mich, wenn mir Geld fehlt? Was hat das von dort für mich für eine Bedeutung? Beacht, was Jesus über das Thema lehrt. Frucht in jünd wat gegeft worden, sägt in je worden fingen, klappt an in jünd wat opgemaakt worden, wils wer da fragt, kriegt, en wer da sägt, fingt, en wer anklappt, für dem wat opgemaakt. Wordt begint wer sennen, da zien sehen, wird ein Stein geven, wann der Arm verbraut fragen wird, oder wann der Arm noch ein Vers fruch, der Arm dann eine Schlang geben wird, wann je dann, so schlecht als die auch sind, doch weiten jene keine goude Goven te geben, woveel mehr wordt jün Vater am Himmel, die goude Dinge geben, die am dono fragen. Matthäus 7, Vers 7 wat 11. Weil wir diese Leerstaub wies nehmen. Wir glauben, dass Gott sein Wort Wahrheit ist, und daher ist diese Üt sei Wahrheit. Die Bibel sagt, dass alles Gott sein ist. Die Bibel sagt auch, dass wenn wir unsere Kinder dort geben, wo die noch fragen, dann wird Gott uns auch geben, wenn wir noch fragen. Dort mag Sinn, dort ist logisch. Wieso erwarte ich dann nicht, dass Gott mir dort geben wird, wo ich noch frage? Weil wir mal ganz praktisch von diese Fragen angehen. Wieso denkt mir nicht logisch, wenn dort um finanzielle Sachen geht? Wenn die Bibel dort sagt, dann muss dort Wahrheit sein, und dann soll ich noch handeln, nicht so? Weil wir hier abrechtig sind mit uns selbst. Wenn dort, was die Bibel sagt, Wahrheit ist, wieso tun wir dort dann nicht? Antwort, wegen wir dort nicht glauben, dass wir dort tun können. So wie dort eine Mini-Geschichte. Die Bibel enthält viele ermutigende Psalmen und schöne Wörter, aber ich fühle nicht, dass die im wirklichen Leben anzuwenden gingen, wegen wenn ich lüge, dass das Geld vom Himmel fallen wird, wo ich kein Mal ein Haus bauen oder ein Geschäft aufmachen kann. Vielleicht ist Gott nicht so mächtig, trühen ab der Verloten, dass wir gelehrt sind. Vielleicht ist das bloß alles eine schöne Theorie. Vielleicht ist das für am Sonntag, aber von Montag bis Sinnabend ist das nicht anwendbar. Oder glauben wir dort bloß einfach nicht und wollen uns dort nicht wagen, Gott zu vertrauen und dort andere uns so mitleidend anschicken und sagen, na, dem ist bloß was abfallen, das Bier fallen. Ein Geschäftsmann sagt einmal zu mir, Victor, weißt, Geschäfte driven schafft nicht, wenn du die Bibel unter dem Arm hast. Möglich ist, dass er ein Bruder in Christus wir. Seine wir gingen deep an mein Hort nähen, und ich sag lang darüber. Wir seien viele Dinge, wat du jeden arbeiten, dat wir uns vertrauen auf Gott sagten, dat er uns das Geld, wat uns fehlt, geben wird. Wo viele Menschen kannst du, wat in dit Vertrauen beständig sind, so gut ein kleine ist auch ein größere Dinge. Wann sind gute Beispiele, in dem dat sie Gott an ihre Finanzen vertrauen. Ich hatte keine gute Beispiele in der Zeit, dass ich das lied. Dat ist, wo so wir ab ihren Zweifels haben, auf alles, was die Bibel sagt, nu in unsere Umstände im Leben Wahrheit ist, als dat von dort noch schafft und wir dort anwenden sollen. Wenn die Bibel für unsere Tiden nicht mehr anwendbar ist, dann würde das logisch sein, wenn wir die auch nicht mehr lesen brauchten. Dat ist ja für mich allemal nicht mehr anwendbar. Aber, wenn das Wort Gottes für mich ist, und nicht bloß für die Römer, die Epheser und die Korinther, dann ist dort ein lebendes Wort und ich soll das zu mir reden lassen. Und wenn das redet, dann soll ich da noch gehen. Die Schlange, wo das Mammon erscheint, weil, dort wie Gott seine Fürsorge für uns in Frage stellen. Hat Gott wirklich mein Bastard im Sinn? Ist er wirklich mitfeilend mit meinen Bedürfnissen? Oder kann das sein, dass er wirklich will, dass ich kleinen Arm blieb? Rick Howard und Jamie Lash beschrieben das in ihr Buch, This Was Your Life, das wir dein Leben. Wenn wir für Gott seinen Willen an eine Aufteilung Angst haben,
wo wir am die Aufteilung nicht anvertrauen. Fehlende Vertrauen betriebt Gott und hindert uns wasen in Christus sei. Hindert dort fehlende Vertrauen ist eine Lehre, wat Gott sein Gott seinen verlicht. Die Wahrheit ist, Gott ist viel aller besorgt, he wir uns froh seinen, in unserer Erfüllung, als wir jemals seinen waren. He will dort, wat für uns am besten ist. Weil wir beholen, wat Gott sein Willen für uns ist. Ich hab dort Gott ever gedacht, sagt der Herr, in wat ich für jünd geplant hab, ist Frieden und Erfolg, und nicht Schoden. Ich will jünd eine Zukunft und Hoffnung geben. Jeremia 29, Vers 11. Ich zie mich darüber bewusst, dass die Lehre, wat ich verschlug, meist alles über Kopf dreht, wat die meisten Menschen glauben in das Recht ansehen, wann dort am geldliche Ökonomie und Geld liegen geht. Dort ist, wo so ich so vorkommen, Gott sein Wort zitiere, wegen, der Glauben kommt durch die Predigt und die Predigt von Christus sein Wort. Römer 10, Vers 17. Die Umgebung, in der wir leben, ist zum Gott vertrauen nicht behelflich. Wir haben so viel Sicherheiten und Möglichkeiten, was wir vertrauen können, und es steht dort, wie Gott vertrauen. Und wenn wir Angst haben, Gott zu vertrauen, ist dort ein Hindernis für jährliches Wachsen. Mit Gott wandeln haft mit Vertrauen zu tun, dort haft mit Verhältnis zu tun, dort haft nicht mit Schaffen oder Reichten Unrecht zu tun, dort haft mit ein Verhältnis zu tun. Unsere grundlegende Frage soll sein, wo ist mein Verhältnis mit meinem Vater im Himmel? Wenn ich durch so nachdenke, hat ich für eine lange Zeit kein Verhältnis mit ihm. Hei wir mein Heilanden Erlöser, aber wenn dort an der Tietliche ging, hat ich mit ihm kein Verhältnis. Ich muss mit mir selbst oprechtig sein. Ich hat kein Verhältnis mit Gott, wen ich ihm nicht vertraut, wenn dort am Geld ging. Solange ich Gott nicht vertraue, wo ich mit meinen Sorgen auch nicht noch ankommen. Ich will mir Arm nicht unterstahlen. Ich mochte ihm dort am Gebet bringen, vielleicht besser gesagt, wat auftalen oder absaien, aber so schwind als ich träg, nur mein alltägliches Leben käm, nahm ich die Ware alle auf meine Schultern, wie ich die Verarm nicht wirklich losgelassen hat. Wenn ich war selbst auf mein Ehnet mit meinen Sorgen kämpf, bedeutet dort, dass ich Gott nicht vertraue, dass Gott dort kann, oder will ich es sich durch am zu kämmern. Dort bedeutet, dass ich nicht einmal damit rechnen, dass er mir helfen wird. Für viele Jahre wird das Aufschnitt für mich eine Warnung. Dann sind noch Söhne, dort mangt die Disteln gesagt wird. Das sind die das Wort gehört haben, aber dann kommen die Sorgen um das Leben, dort anschmerende Reichtum, und dort verlangen noch vieles anderes ab, und dort Wort kann nicht Frucht bringen. Markus 4, Vers 18 bis 19. Wenn ich zu der Zeit auch kein Reichtum hat, rede ich zu mein Töchtchen für selbst, meine Ziele und meine Träume. Beacht den Ausdruck, kann nicht Frucht bringen. Ich würd beter gleichen, wenn dort seht, mögt dort weniger Frucht tragen. Dort würd all meinen Wort bejeven, aber da wenn's würd ich mit leben können. Aber wenn die Sorgen von dieser Welt dort würd stecken, dann bringt dort keine Frucht. Ich hab auch meine Stiebe in einzelheitliche Ideen, wo dit oder jan geleist worden soll. Nee, Gott, dit ist, wo dort sein soll. Aber, überraschenderweise hat Gott vorgen viel bessere Lösungen. Wenn Gott dort dann nicht so tät, als ich wünsch, neem ik mir die Sorgen und Probleme waren auf die Schultern und verhol mir nur diese Utzeichnung. Gott wird sich allemal nicht durchkämmern. Oder, so als das bekannte Sprechwort sagt, Gott halb die, wird sich selbst halten. Für viele Jahre wird dort meine Denkweise, aber wenn ich sagen kann, Herr, mocht ihn Willen gedonen worden, dann kann ich meine Sorge losloten und Gott die Folgen überloten. Dann kann ich meinen Ismael an die Wüste schicken. Für mich wie Ismael die sichere Annahme von meiner ersten Firma. Dort ist sehr wichtig, dass wir uns ganz zu Gott seinen Willen hingeben und ihm mit den Folgen vertrauen. In diesem Sinn soll wir dort auch verstehen, was Petrus schreibt. Gott ist jene Stolte, aber die Deimut Geschenktheit zur rechten Zeit genot. Deimotig jünd unter Gott seine gewaltige Hand, dann wird er jünd abrechten. Schmied all jene Sorgen ab ihm, er sorgt für jünd. 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7. Wenn sich Deimutchen bedient, meine Sorgen Gott zu übergeben, dann bedient dort von der anderen Seite, dass ich hochmutig sei, wenn ich sorge. Jo, wegen Hochmut sorge ich, wegen ich nicht vertraue, dass Gott meine Probleme lösen wird, oder ich denke, er wird nicht so lösen, als ich dort will. Wegen Hochmut übergebe ich an die Dinge nicht, die so zu lösen, als er dort will. Und da steht, da ich selbst wird, und dabei mag ich mich von Gott los und go von am Weg. Losluten und sagen können, Herr, ich vertraue dich. Es ist eine Frucht von der endlosen Liebe, was Gott für uns hat.
Gott weiß mir seine onmeetbare Leif an mijn vertrouwen te buien. Kijk, Victor, ik doe dit. Ik kan dit doen. Du kannst mir nu vertrouwen. Laat dat los, wo met u dien leven boven water holen west. Ik word die drogen. Dat is de Leif en de genot Gottes für jeder einem von uns. Sorge nicht. Gott wird nicht mehr erwarten, als was wir daunen können. Er wird nicht zulassen, dass die Versicherung so stark wird, dass wir da mal ankommen. Als ich leert Gott zu vertrauen, versuch ich nicht. Durch jeden aber geeft Gott mir richtige Segnungen. Ich kann aber durch, dass ich erkannt, dass wenn Gott mir was geben will, kann keine Kraft in die Welt dort zurückholen. Dit is für die krijgt so, wenn Gott die was geben will, ist du nichts in der Welt, was dort abholen kann. Aber, wenn Gott mir was wegnehmen will, kann ich dort auch nicht festholen. Ich will dort verlieren. Kann ich dort loslassen? Wenn nicht, dann will ich durch heranschlapen und mich dort euch weidaunen. Hierab wisst es gut. Der Herr haft gegeben und der Herr haft genommen. Mocht dem Herrn sie Nomen gelobt worden. Hierab 1 Vers 21. Hierab beschuldigt nicht einmal die Verbrecher, was seine Kamele gestohlen und seine Deine angebracht haben. Von da seht ihr nicht ein Wort. Gott vertrauen bedient auch loslassen. Vielleicht prüft Gott die nie grad und er will die ab nie Stehen ableiten. Dort haben wir auch Fehler erfahren. So als er dort mit Israel deit, so nimmt er uns auch vor nur die Schuld. Er leid jünd hungrig worden und dann jäi für jünd Monate eten, jünd zu wiesen, dort einer nicht bloß von Brot lebt, aber dort einer sich ab alles verloten kann, was der Herr sagt. 5. Mose 8, Vers 3. Schien dort ein bisschen später, wenn wir sagen, dass Gott Probleme und Bedürfnisse zulässt, dort wir lehren, wo er uns versorgt. Stell dir dort vor, als Gott Israel uit Ägypten rütleidt, muss er sicher, dass alle Brücken verbrannt werden. Sie können nicht trägen. Dadurch kommt diese Botschaft. Hier in der Wüste war's nicht. Hier, wo ihr keine Ahren kriegen können, ich will ihn versorgen. Wenn Hunger auch noch einmal passiert, bedient die Erfahrung aber nicht, dass Gott nicht da ist. Als ich ginge, wie dachte ich, wenn ich mit Gott wandel, wird alles eine Dose Schokolade sein. Und wenn dann was nicht gut schafft, da ich was anrecht oder ich hat gesündigt und Gott straft mich nu wirklich. Gott gibt nicht Segnungen. Er haft nicht ans Bastet im Sinn. Seine Versprechungen wären für die lang vergangene Tiden, die sind von dort nicht mehr anwendbar. Aber durch sind Tiden im Leben, wo Gott uns hungern lässt, dort wir lehren, dort wir ohne Arm nicht leben können. Er leid jünd hungrig worden und dann jäi für jünd Monate eten, so dass die und jüne Menschen noch nie nicht Eier gegeten haben. Er deit am jünd zu wiesen, dort einer nicht bloß von Brot lebt, aber dort einer sich ab alles verloten kann, was der Herr sagt. Und in diese 40 Jahren sind jüne Kleider nicht verbruckt worden, und jüne Feit sind nicht schlimm geworden. Denkt daran, dass der Herr jün Gott jün Strophen und Trach wiesen det, so als ein Vater sein Kind belehrt. In einer Wildnis je für jün Monate eten, so dass jüne Menschen noch nie nicht gekannt haben. Der Herr schickt so eine schwere Tiden, jün demutig zu machen, und jün aufzuproben, so dass jün dort ab allein kann gut gehen. 5. Mose 8, Vers 3-5, in 16. Wo sie je wie Gott nicht gefriert, uns ab unseren Lebensstich durch schmale Städten zu leiden. Wenn ich über die 20 Jahre als Wirtschafter zurückdenke, sag ich, dass in jeder Firma hohe und auch leere Tiden sind. Das ist ganz was Gewöhnliches. Und wenn ich lehre, dass sie leere Tiden zu brücken und die Lehre erkennen, was Gott uns geben will, dann wollen die am meisten helfen. Ich habe dort eine Angewohnheit gemacht zu beten. Herr, ich will ein Student sein, wem was zu lehren geht. Ich will die Lektionen verstehen, was du mir versuchst zu geben, die anwenden, den Examen machen und wiedergehen. Das ist meine verdagsche Denkart. Wenn was schwierig abkommt, will ich nicht jeden antworten. Und da steht, frage ich, Herr, ist das von dir? Wenn das so ist, dann kann ich das allemal nicht ändern. Und da steht, will ich lehren. Wenn ich Fehler gemacht habe, dann wies mir da, dass ich ändern kann. Aber so schwindet wie sein und dass Gott sein Wort in dieser schmale Städte am Arbeiten ist, dann frage ich, Herr, was ist die Lektion, was wirst du mir lehren? Gott hat uns in diesen Umständen all wichtige, geschaftliche Prinzipien gelehrt, sogar dadurch, wo wir anwarten, dass die Produktionsprozesse nicht glatt schafften und dass wir was verbessern mussten. Wir hatten Ideen, wo wir anders niemals würden angedacht haben. Und auch, wenn alles fein schafft, wo wir anfangen, leichter Geld zu verbrucken und durchkommt dann auf einmal eine Zeit, wo wir zu viel verbrucken, dann kann das sein, dass Gott sagt, kijkt mal, was die verbrucken. Wohne Uitgaben sind wichtig und wohne sind nicht mehr. Wohne Arbeiter leisten wirklich was und wohne schaffen bloß so viel, dass die nicht aufgelegt wird. So eine Fragen müssen eben nur gedacht worden, wann Gott uns durch schmale Städten durchleitet.
Hunger und Durst können Port sein, von wo Gott uns lehrt. Wir worden von das griechische Denken doller beeinflusst, als was wir kennen. Hier ist ein Beispiel. Wir lassen die Wahrheit stehen, für was die ist. Was geschrieben ist als Wahrheit, aber das macht für mich in mein tägliches Leben keinen Unterschied. Ich nehme im Denken an, dass das Wahrheit ist. Ich verstehe das vielleicht, aber das hat keinen Einfluss auf mein Leben. Das ist gewöhnlich für griechisches Denken. Wahrheit hat seinen Wert. Der jetzt scheint zu benobern, und man kann durch Philosophien von machen, aber die wird niemals angewandt. Du lässt die Wahrheit einfach für sich allein stehen. Wir Christen sind sehr so. Wir weiten viel von Gott, aber wir sagen wenig davon und dort an. Hebräische Denken arbeitet ganz anders. Wenn ich was als Wahrheit annehme, muss ich damit was tun, um die Wahrheit und dort anzusaten, die zu gehorchen, sogar dann, wenn ich die noch nicht ganz zu holen habe oder die noch nicht ganz verstehen kann. Eier oder Lothar wo ich dort verstehen. Abraham hielt Gott sagen, Opfer dienen sehen Isaac. Und er fuhr darauf los, dort zu tun, sogar wenn er dort nicht verstehen kann. Wenn das Gebot auch am Gegenspruch wird zu der Verheitung, was Gott zu Abraham gemacht hat, dachte er sicherlich nicht, ich hab Ismael noch. Abraham hat Ismael all wachgeschickt, wie ihn Gott ihm dort befohlen hat. Ismael wie wach, und Abraham hat bloß Isaac, und nu sieht Gott, Opfer dienen sehen Isaac. Boven even mögt das alle kein Sinn. Aber Abraham mögt bereit, dort zu tun, was Gott ihm befohlen hat. Und Gott hielt ihm in der letzten Sekunde davon auf und sieht, nu weiß ich, dass die Furcht hast für Gott und am gehorchen ist. Du hältst nicht einmal einen einzigen sehen von mir. 1. Mose 22, Vers 12. Wenn wir zurückkicken, wir Gott sein Zweig klar. Abraham war das Vorbild von Glauben in was hier passiert, wie ein Schatten von Christus in Erlösungswerk. Aber Abraham konnte da noch nicht weiten. Daher wird ihm der Glaubensvater genannt. Wie seien 3 Dinge an Abraham seine Geschichte. Nummer 1, Gott sieht dort. Nummer 2, ich hier dort und da dort. Nummer 3, ich verstehe dort nachher. Dit tue ich ohne dit mit Gott zu benobern, ob ich von diesem Plan überzeugt sie oder nicht, ob das sein mag, denn mählich ist oder nicht. Diese 3 Staupen was die Lothar in dort Kapitel, Gott seine Mählichkeit, von dich der Bibel seinen. Ist Gott für uns Gott? Wer ist Gott? Ist er wirklich mein Herr, oder ist er bloß verantwortlich, mich bei dem Himmel zu kriegen, während das für an mein Leben Meister ist? Uns wird gelehrt zu glauben, dass Christus sein Blut und seine Gerechtigkeit uns schmucken Ehrenkleid ist, und dass wir damit für Gott bestohlen worden, wann wir zum Himmel kommen. Aber unser Leben sagen, was das wird. Die sagen, hier ab die Erde, solange ich hier sie, brauch ich die nicht, Gott, bloß um gesehen zu sein. Zu den Juden, die an ihm glaubten, seht Jesus. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glaubten, wenn je bei der Wert blieben, was ich jünd gelehrt habe, sind je wahrhaftig meine Jünger. Dann wo je weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird jünd frei machen. Johannes 8, Vers 31 und 32. Bemerkt dort, dass Jesus nicht sieht. Bloß dann, wenn je erst ganz verstehen können, was ich sei, dann darf je dort tun, wenn je wollen. Nee, er sieht, wenn je mein Wort folgen, ohne Wahn und Ober, bloß dann sind je wirklich meine Jünger. Wir sehen also, dass die wichtige Sache ein Verhältnis ist. Wem will ich folgen? Wem will ich dienen? Wem lot ich an mein Leben Haar senden? Wem gebe ich an mein Leben die Freiheit, um Anleitung zu geben? Mit dit in unserem Sinn, weil wir Gott sein Versprechen noch einmal lesen. Fruchten jünd wat gegeft worden, segten geworden fingen, klappt an und jünd wat opgemacht worden, wils wer da fragt kriegt, und wer da segt fingt, und wer anklappt, für dem wat opgemacht. Wird bejünd wer seinen, die sehen, wird ein Stein geben, wann der am Verbraut fragen wird, oder wann der am nur ein Vers frucht, der am dann eine Schlange geben wird, wann die dann so schlecht als die auch sind, doch weiten jüne Kinder gaude Goven zu geben, wofür mehr wird jün Vater im Himmel, die gaude Dinge geben, die am Donner fragen. Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Jesus redet hier nicht über die Vergebung von unseren Sünden oder die Heilung von unseren Krankheiten. Dann würde er dort klar gesagt haben und von Anfang an dafür Beispiele gegeben haben. Von der Sündenvergebung und der körperlichen Heilung redet er selbst nur. Hier redet er von Brot und Fisch, was materielle Dinge bedienen. Er wies nur sich selbst als der Versorger von diesen Dingen. Jesus redet ja allemal nicht bloß von Sündenvergebung, Himmel und Hall. In dem Herrn sein Gebet lehrt er uns dort, für uns tägliches Brot zu beten. In der Hälfte von der Bergpredigt handelt davon, dass wir mit der Jede in dieser Welt recht umgehen. Gott, mein himmlischer Vater, sagt,
dat alles selber in Gold sind es, Haggai 2 Vers 8, en daher is hij am wenigsten ein Multibillionär. Am je dat scheint mir dat te geven, wo ik nu vraag en hij jeft dat wellig, ohne dat terug te forderen. Wozo soll ik dan no Mammon, dat ökonomische System van deze Welt gonen, en door te vertrouwt nu wat vragen, wat sie mit Interest tot terug haben wollen? Fehlt mir dat wirklich? Volken leven wie zo als van Jesus gezegd had. Vrochten je worden geld lehen können. Zegten je wat je liet worden. Klappt aan in de bank wat de deur opmaken. Wen wer door nog vraagt, kan geld lehen. En wer door zegt, wat bargen können. En wer aanklapt, wat van de bank aangeloot worden. Oder erst door man kunt wer nicht wat uitlehen wordt, wann zijn zene brood vraagt. En wann de nur ein Vers vraagt, wat herren dan nicht wat lehen. Wann je dan, so schlecht als die ook zijn, weten wo je jene kinderen wat lehen können, woveel meer wat Mammon, jun verzorger, die wat lehen, wat doen nog vragen. We leven wat we geloven, we handelen naar onze Überzeugungen no. Wat leven, wat zijn onze Überzeugungen? Ik zei dat niet om jemand zijn schuldig gewissen op te wijken, oder überhaupt wem te rechten, aber ik wil die uitforderen, weil we unserem himmlischen Vater gegenüber so handelen. Wo wird hij sich feilen, wann wir no Mammon gehen und fragen no Geld lehen? Die Bibel nennt dat nicht gleich zu einer Sinn Geld zu lehen, aber dort bewies, dat ich nicht erwart, dat Gott mich versorgen wird. Jesus sein Kommen in seiner Erlösung haft uns nicht bloß mit dem Herrn verseint. Jesus ist auch für unsere Krankheiten und für unsere Armut gestorben. Woso vertraue ich Gott nicht, dat hij mich versorgen wird, und an dich steht vertraue ich dat finanzielle System in der Welt, mich zu versorgen. Wenn Mammon dort erst auf wat ich mein Vertrauen sagt, dann ist dort Geld lehen all eine Fall von mein fehlende Vertrauen auf Gott. Stell die einen Mann und eine Früh fair wat Ehebruch begonnen, und dadurch wird ein Kind empfangen. Wohnt das die Sünd, dat Kind oder der Ehebruch? Dat Kind ist bloß die Fall von der Sünd, die Frucht vom Ehebruch. So ist dort geliehen Geld auch bloß die Frucht von mein fehlende Vertrauen an Gott. Dort ist wo am Geld liehen bedient, dort ich mein Vertrauen auf das Wort aus Gott sagt. Stell dir vor, wo Gott sich dann feilen mocht. Wat het hier geht, ist gar nicht so sehr am Geld liehen, als von wem ich halben Fürsorge erwart. Ein Daunt, wat ich sei, aber durch wo ich Finanzen hantiere und wo ich finanzieller Rot herkriege, dort bewies, auf wat ich mich verlot. Gott nicht vertrauen bedient nicht an am zu glauben. Und dort ist die Sinn. Wenn ich Gott nicht vertraue, stelle ich meine Aufmerksamkeit und Hoffnung auf eine andere Qual von halben Fürsorge. Und in dem Fall drehe ich mein Hort von Gott weg und sehe nicht bei arm nur halb, aber bei selbst wem. Versorgt Gott uns der Geld liehen? Einmal sagt wir zu uns, ich bin bedürftig, und frucht Gott nur Geld, und Gott gibt mir auf seine Lehre Interest geliedet Geld durch die Bank. Wir sind dort gewandt, bei der Bank Geld zu liehen, als dort nu erst, in uns Geschäft zu investieren, knappe Tiden durchzukommen, ein Haus zu kaufen, die Schule zu finanzieren, neue Möbeln zu kaufen oder einen Urlaub zu machen, und für sicher Plastikgeld und Möglichkeiten mehr rüberzunehmen als angeteilt ist. Was denkt Gott von all das? Sind da Beispiele in der Bibel, wo Gott wem halb oder Errichtung für mir durch was liehen? Weil wir mal checken.